Guten Morgen zusammen an diesem schönen Ostersonntag. Es ist für mich mein erstes Osterfest hier in eurer Mitte. Letztes Jahr, glaube ich, war ja Lockdown, da war nicht so viel los. Ne? Ich weiß nicht, ist bei euch der traditionelle orthodoxe Ostergruß bekannt, wo man von vorne ruft, Christus ist auferstanden? Das war mir zu schwach, ne? Wenn ihr das wirklich glaubt, will ich das auch nochmal hören. Christus ist auferstanden. Ihr wisst ja, die meisten von euch, wir haben lange in Rumänien gelebt und im orthodoxen Umfeld ist das Osterfest eigentlich das höchste Fest. Und jahrelang wussten wir das. Wir wussten so ein bisschen, ne? Aber wir haben nicht gewusst, was in der Nacht von Samstag auf Sonntag los ist. Da sind dann in Brașov, wo wir gewohnt haben, Zehntausende Leute auf der Straße. Man geht so als guter Orthodoxer, der vielleicht einmal im Jahr an die Kirche geht oder so, ne? Heißt es, man geht Samstag nachts um 11 raus auf die Straße, in die großen Plätze und dann geht man in die orthodoxe Kirche rein und da drin ist der Priester und da holt man eine Kerze, zündet die an und geht wieder raus und dann so ab 12 auf dem großen Platz, da wird dann der Ostergruß zugerufen und dann singen die orthodoxen Priester ihre Lieder. Aber sie meinen das wirklich ernst. Ja? Und dann gehen die Leute, man läuft dann so zwischen 12, halb, 1 durch die Straßen und dann sieht man junge Leute, moderne Leute, traditionelle Leute, tausende Leute, die laufen mit ihrer Kerze und bringen ihr Licht wieder nach Hause. Das ist für mich war interessant, als ich das entdeckt habe. Ne? Ich glaube nicht an die Kraft der Kerze, aber sie haben eine Sache, glaube ich, kapiert, ne? Dass in dieser Auferstehungskraft etwas drinsteckt, was unser Leben im Alltag wirklich verändern und bereichern kann. Die letzten Tage habe ich, ich bin nicht mit Micha, ne? Habt ihr gesehen? Eigentlich sollte Micha predigen, aber seine Familie hat es ein bisschen erwischt, deshalb stehe ich an seiner Stelle hier. Und wir können auch für ihn beten, dass die Auferstehungskraft die Familie greift und packt. Kathi nimmt Grüße mit, ne? Bruno nimmt Grüße mit, gute Besserung für sie. Ja, die letzten Tage habe ich mir auch Gedanken gemacht. Ich wusste nicht, dass ich hier predigen werde heute, aber einfach für mein persönliches Leben. Jesus ist auferstanden. Fantastisch. Wie sieht das heute in meinem Leben aus? Hat es irgendwo eine Relevanz? Hat es eine Wirksamkeit? Macht es einen Unterschied? Ich schaue zum Fenster raus, sehe meine Nachbarn, die mit Kirche ganz wenig am Hut haben hier und dort, aber was ist der Unterschied? Und ich kann euch sagen, es hat mich herausgefordert, wirklich über den Unterschied nachzudenken. Nicht im Unterschied von, ich bin ein besserer Mensch, sondern im Unterschied von, da gibt es ja eine Kraftquelle, die so fantastisch ist. Na? Lebe ich mit dieser Kraft? Und wenn ihr wollt, könnt ihr zuhören. Ich rede jetzt zu mir selber eigentlich. Na? Ich reflektiere jetzt nochmal die Gedanken, die mich sehr beschäftigt haben. Wenn ihr interessiert, könnt ihr zuhören. Wenn ihr schon auf dem Level seid, dass ihr das volle Maß von Kraft habt, wünsche ich euch einen guten Osterschlaf. Das ist ja auch nicht schlecht in der Kirche. Also ich möchte mit euch reden über die Relevanz der Auferstehung von Jesus. Und der erste Punkt ist, dass es eine geschichtliche Bedeutung hat. Die geschichtliche Bedeutung ist, dass wir Rahmenbedingungen hatten in der Geschichte, in der Zeit vor der Auferstehung. Und ich beschreibe das mal wirklich wie mit einem Käfig. Und da sind Menschen drin. Ich male mal einen rein. Na? Und dieser Käfig, Römer 5, redet darüber, der Tod kam in die Welt durch Adam. Adam hat einfach die Tür aufgemacht. Adam hat gesagt, Gott, wir brauchen dich nicht. Es geht auch ohne dich. Wir wollen sein wie du. Wir wollen selber bestimmen. Hat die Tür aufgemacht. Und dann war natürlich die Einladung für Luzifer. Luzifer konnte dann sagen, Satan, der auch mit dem Tod verbunden war, jetzt können wir hier die Menschen, jeden Menschen, der nach Adam geboren wurde, basically jeder Mensch, der auf dieser Globus existiert, kam erstmal in diese Box hinein. Ohne Hoffnung, ohne Ausweg, trotzdem im Herzen mit diesem
im Herzen mit diesem Funken von, wir sind geschaffen für die Ewigkeit. Diese Box, die keinen Ausweg hat, die ist viel zu klein für uns. Diese Box hat keine Hoffnung, keinen Ausweg. Wir sind geschaffen für Ewigkeit. Wir sind geschaffen für ein Leben mit Substanz, mit Bedeutung, mit Liebe, mit Erfüllung, mit Sicherheit. Das ist bei den Nachkommen Adams geblieben. Aber sie waren in dieser Box. Und jetzt lesen wir den ersten Vers, die erste Folie. Kolosser 2, 14 und 15, das wird von den Theologen auch genannt, das Evangelium des Triumphes. Jesus hat den Schuldschein, der mit seinen Forderungen gegen uns gerichtet war, für ungültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Er hat die Herrscher und Gewalten völlig entwaffnet und vor aller Welt an den Pranger gestellt. Doch das Kreuz hatte einen triumphalen Sieg über sie errungen. Und die Gemeinde sagt, Amen. Halleluja, Amen. Ja, das ist das Stärkste, was je passiert wurde. In diesen Käfig ist Jesus hineingebrochen. Dieser Käfig von Vergänglichkeit, von Hoffnungslosigkeit, da ist Jesus hineingebrochen. Und das ist das größte Ereignis, das jemals in der Geschichte passiert ist. Sagen wir, dieses Ereignis vor 2000 Jahren, wir können jetzt das Paket von Jesu Geburt, Kreuzigung und Auferstehung, das können wir nicht zerreißen, das ist ein Paket. Aber heute ist der Fokus, er ist hineingebrochen. Und was hat er gemacht? Er hat den Schuldschein, der mit seinen Forderungen gegen uns war, hat für ungültig erklärt. Das heißt, diese Menschen da drin, obwohl sie die Hoffnung hatten, hey, irgendwo muss es was geben, sie konnten nicht raus, weil sie gleichzeitig auch gemerkt haben, Vergänglichkeit hält uns zurück. Und Jesus hat dann diesen Schuldschein, der gegen uns alle gerichtet ist, das hast du nicht getan, dort warst du nicht gut genug, das reicht nicht aus. Ich weiß, ich habe früher jahrelang alle möglichen Religionen probiert und ich habe das Gefühl gehabt, ich komme leicht vorwärts, bis mein Onkel mir mich gefragt hat, hast du eine Beziehung mit Gott? Ich habe gemerkt, dieser Funken da ist nicht damit verbunden. Und Jesus ist dort hineingebrochen. Können wir die nächste Folie sehen? Er hat den, der keine Sünde kannte, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit Gottes würden. Wir hatten die letzten Wochen ein paar Diskussionen hier in der Gemeinde. Sünde, ich möchte, dass wir zwei Dinge unterscheiden können. Sünde ist das Grundproblem der Menschheit. Sünde im Sinn von griechische Wort Hamartano, am Ziel vorbeischießen. Das heißt, als Gott den Menschen geschaffen hat, Gottes Absicht ist gut. Gott sagt, ich will diese Menschen, dass es ihnen gut geht. Ich mache den besten Garten, keinen Mangel, kein Defizit. Ihr sollt da drin euch wohlfühlen, euch soll es gut gehen. Am Ziel vorbeischießen, Sünde, der Mensch sagt, wir können es ohne Gott. Die Tatsache, dass Sünde das Grundproblem des Menschen ist, heißt nicht, dass wir mit jedem Menschen sofort über Sünde reden. Wenn ich an diese Zeit zurückdenke, wo ich Jesus kennengelernt habe, hätten die Menschen zu mir gesagt, du bist ein Sünder, hör auf mit dem, hör auf mit dem. Ich hätte gesagt, lass mich in Ruhe mit dem religiösen Zeug. Ich mag euren Moralismus nicht, ich will frei leben. Aber die Menschen waren entweder naiv oder weise, ich weiß es bis heute noch nicht. Aber auf jeden Fall haben sie dieses Thema vermieden, haben ein Thema gehabt, Jesus, der Weg zum Vater, Jesus, der Weg zum ewigen Leben. Und das hat mein Leben wirklich verändert. Geschichtlich ist das geschehen, was hier passiert ist. Ne? Nächste Folie bitte. Seit der Tod durch einen Menschen in die Welt kam, hatte durch einen anderen Menschen, Christus, die Auferstehung von den Toten begonnen. Wir können die ganze Geschichte heute auf diesen einen Punkt zurückdrehen. Der erste Mensch, Adam, hat die Tür geöffnet für Satan, für die Sünde, für den Tod. Dann der letzte Adam, der neue Mensch, Jesus, hat ohne Sünde gelebt und hat dadurch die Macht des Todes zerbrochen. Glaubt ihr, dass es geschichtlich geschehen ist? Ich betone jetzt ein bisschen die historischen Facts,
die historische Dimension von dem, was passiert ist, damit wir noch tiefer verstehen können, was es für unser Leben für einen Unterschied macht. Mein Ziel, mein Anliegen ist, dass wir heute weggehen von hier, nicht im Sinn, interessante Predigt, viel Dogmatik, viel Bibelverse, dass wir weggehen von hier und sagen, wow, was hat Jesus am Kreuz getan? Das übersteigt unsere Fantasie, das übersteigt unser Denkvermögen. Aber ich habe begriffen, dass es Zugang gibt zu einer Kraft vom Himmel. Und ich will immer mehr lernen, mit dieser Kraft vom Himmel zum Leben. Wer von euch hat schon genügend Kraft vom Himmel? Wer von euch möchte mehr? Ich möchte mehr. Also wie gesagt, ich predige für mich. Ne? Ich will da mehr davon. Wenn ihr auch mehr wollt, könnt ihr euch da anschließen an das Ganze. Auf jeden Fall, damit wir das Ganze verstehen, was wir schon haben. Wir müssen nicht besser werden, wir müssen nicht geistlicher werden, wir müssen nicht mehr bringen. Ich denke, wir dürfen mehr Offenbarung bekommen von dem, was geschehen ist und mehr Offenbarung bekommen, was es für uns bedeutet. Wir bleiben noch ein bisschen bei der Geschichte und sehen, wir nehmen noch die nächste Folie. Wegen unserer Sünde musste Jesus sterben und er wurde auferweckt, um uns vor Gott gerecht zu sprechen. Andere Übersetzung heißt, er wurde zum Tod ausgeliefert wegen unserer Sünde. Er wurde auferweckt für unsere Rechtfertigung. Ich kann sagen, was ist das für Theologie? Mir ist wichtig, diesen einen Punkt zu verstehen. Wer von euch hat manchmal Probleme zu glauben, dass Gott mit ihm zufrieden ist? Okay, wir brauchen jetzt keinen Sehnenstriptease hier zu machen. Ich denke, das sind Dinge, mit denen wir kämpfen manchmal. Ne? Und wie gesagt, ich rede ja jetzt über mich und so. Ne? Dann entdecke ich mich manchmal, weil ich denke, oh Gott, ich war nicht geistig genug, oh Gott, ich war nicht nett genug, whatever. Ne? Und dann bin ich nicht sehr motiviert, schnell wieder Gott anzubeten. Das ist eine Lüge des Feindes, wo er sagt, ha, 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 ich habe dich erwischt, du warst nicht ausreichend und so. Und dann sage ich, ja Teufel, du hast recht, es war nicht gut genug. Okay. Und das bringt mich aber nicht weiter. Aber wenn wir dann den Teufel entlarven und sagen, das ist eine Lüge, ich weiß, dass ich nie ausreiche, aber ich weiß, dass der geschrien hat, es ist vollbracht, mit einem einmaligen Opfer, mit einem vollkommenen Opfer den Preis bezahlt hat. Und das ist wichtig, dass wir diese Sache hier verstehen. Wegen unserer Sünden musste Jesus sterben. Wir haben uns, glaube ich, verstanden, Sünde ist kein moralischer Begriff. Sünde ist der Begriff der Unzulänglichkeit. Der erste Adam ging am Ziel vorbei. Und weil er am Ziel vorbeiging, hat er die Tür geöffnet für Satan, für den Tod. Weil er am Ziel vorbeiging, ist eine innere Veränderung passiert, sodass die Bibel sagen kann, das Herz des Menschen ist böse von Jugend auf. Das ist die Feststellung der Adam-Generation. Ja? Und entweder sind wir in Adam oder wir sind in Christus. Das heißt, die in Adam sind, die haben etwas geerbt, die haben die Last des Todes geerbt und die haben auch ein Herz geerbt von Geburt auf, das das Gute vielleicht will, aber nicht kann. Wenn ihr es nicht glaubt, schaut eure Kinder und Kindeskinder an, wenn sie klein sind und wenn sie zu wenig Spielsachen in ihrer Mitte haben oder auch zu viel Spielsachen. Ne? Das heißt, es ist etwas in der adamitischen Natur drin, die das eigene will, die den Vorteil will, die Gewalt anwendet. Habt ihr das schon mal gesehen? Nichts Neues unter der Sonne gilt für jede Kultur. Ne? Das ist die Adam-Linie. Und diese Adam-Linie, die braucht zwei Lösungen. Die braucht die Lösung, dass ein heiliger Gott, der gesagt hat, Adam, Eva, wenn ihr das macht, kommt Gericht über euch. Ein heiliger Gott muss sagen, ja, das Gericht ist passiert am Kreuz. Und der heilige Gott kann auch sagen, es ist genug. Das ganze Opfer, das Jesus gebracht hat, es reicht aus. Deshalb hole ich Jesus aus dem Grab. In anderen Worten,
Die Tatsache, dass der Vater Jesus aus dem Grab herausgeholt hat, ist die Demonstration vom Vater, der sagt, es ist genug. Das Opfer, das Jesus gebracht hat, ist in meinen Augen, sagt der Vater, vollkommen ausreichend. Da fehlt nichts. Und jetzt Anwendung, Relevanz für mich, für dich. Wenn wir Dinge haben in unserem Leben, wo wir denken, wir haben gefehlt, wir sind nicht würdig, dann schauen wir auf das, dass um unserer Rechtfertigung willen hat der Vater Jesus aus dem Grab rausgeholt. Wer von euch glaubt, dass das Grab leer ist? Und das leere Grab ist der Beweis, dass Gott, der Vater, zu Jesus gesagt hat, gut gemacht. Und wenn du an Jesus glaubst und an sein Opfer, das heißt das leere Grab für dich, es reicht, es ist gemacht, alles in Ordnung, komm zu mir, renn nicht weg von mir, erleb keinen Tag mehr mit Verdammnis. Lass Verdammnis nicht dein Leben irgendwo runterkriegen, lass Verdammnis dein Leben nicht irgendwo traurig machen, schwer machen, sondern hör die Stimme des Vaters, der sagt, das Grab ist leer, ich habe das Opfer von Jesus angenommen und es gilt für dich, so wie das Grab leer ist. Komm raus aus Selbstmitleid, komm raus aus Verdammnis, komm raus aus Gedanken der Minderwertigkeit, komm raus aus allen Gedanken, es ist nicht gut, das Grab ist leer. Ich habe es akzeptiert, komm zu mir. Wegen unserer Sünden musste er sterben und er wurde auferweckt, um uns vor Gott gerecht zu sprechen. Meine Frau hat in den letzten Jahren mit einigen Frauen gearbeitet zu diesem Thema. Und es ist nicht immer allen leicht gefallen, das zu akzeptieren und zu verstehen. Das Kreuz. Ich denke, wenn wir hier in der Gemeinde sagen würden, malt mal ein Kreuz, ich denke, die meisten würden ein schwarzes Kreuz malen. Richtig? Weil es war eine schlimme Erfahrung. Man denkt an Karfreitag. Meine Kindheitserinnerungen, obwohl meine Eltern nicht gläubig waren, aber Karfreitag auf dem Land war, man durfte nicht Fußball spielen, man durfte nicht Krach machen, weil Karfreitag so ein schlimmer, trauriger Tag war. Ja, Karfreitag war schlimm. Karfreitag war der Tag, wo Jesus gerufen hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und es war kein rhetorischer Schrei, das war nicht eingeübt für irgendwelches Szenarium, sondern das ist der Schrei, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das war der Schrei, weil Jesus zur Sünde wurde. Das heißt, alle deine Sünde, alle meine Sünde, die Sünde von Putin und Lenin und wie immer wir sie nennen, Ceausescu und Hitler, all diese Sünden hat Jesus getragen. Und Jesus hat das Gericht Gottes für alle Sünde am eigenen Leib erfahren, an der eigenen Seele erfahren und auch in seinem Geist erfahren, weil in diesem Moment der Vater zu ihm gesagt hat, ich wende mich weg von dir, denn du bist Sünde und ich kann mit Sünde keine Gemeinschaft haben. Gericht Gottes, es ist vollzogen. Aber Leute, das ist, wenn es Freitag aufgehört hätte, das wäre schlimm gewesen. Das ist der erste Teil des Evangeliums. Es ist vollbracht. Der ganze Preis ist bezahlt. Halleluja, es gibt einen zweiten Teil des Evangeliums. Und dieser zweite Teil des Evangeliums, er hat einen Tausch mit uns gemacht. Er ist auferstanden, er hat den Teufel besiegt, er hat der Schlange den Kopf zertreten, er hat den Tod besiegt, er hat die Mächte der Finsternis entwaffnet, er hat sie öffentlich zur Schau gestellt. Und so ist Jesus aus diesem Triumphzug aus dem Grab ausgestiegen, herausgekommen. Das ist der zweite Teil der guten Botschaft. Das und das kann man nicht trennen. Wir leben nicht diese Seite, die hat er gelebt. Jesus hat sein Kreuz getragen. Gericht für Sünde, für Defizite, für Mängel, für Rebellion, für Gottesferne, damit wir Leben mit Frieden haben können, damit wir mit seiner Auferstehungskraft leben können, damit wir Zugang haben zum Vater, damit wir eine Antwort der Hoffnung sind für diese Welt, in der wir heute leben. Das ist die Botschaft des Kreuzes und deshalb drehen wir das immer gerne. Das hängt bei uns eigentlich in der Wohnung. Wir nehmen es wieder mit nach dem Kreuzweg und da hängt es immer so. Ne? Mit dem Bewusstsein, wenn das nicht gewesen wäre, wäre das nicht möglich. Aber die Realität, in der wir leben, ist diese Seite. Das heißt nicht, dass immer alles glatt läuft. Jesus sagt, willst du mit mir leben? Willst du mit mir diese Seite erleben? Ja, dann nimm dein Kreuz auf dich. Punkt. Billiger geht's nicht. Ne? Aber unser Kreuz ist nicht diese Seite.
die hat Jesus getragen. Gottes Ferne, Gericht, Strafe, es ist vollbracht, das hat Jesus getragen. Uns gehört diese Seite. Und wenn Jesus sagt, nimm dein Kreuz auf dich, dann heißt es eigentlich, Kreuz ist nicht mehr und nicht weniger als Todesurteil. Das ist die Einladung von Jesus. Ne? Das heißt, wenn du mit mir leben willst, dann nimm dich selber nicht mehr so wichtig. Nimm dein Versagen nicht so wichtig. Nimm deine Wünsche nicht so wichtig. Nimm deine Enttäuschungen nicht so wichtig. Menschen haben dich verletzt. Nimm das alles nicht so wichtig. Schau auf mich, wisse, sie haben mich verraten, sie haben mich verleugnet, sie haben mich gequält. Folge mir nach. Nimm das alles nicht so wichtig. Und übrigens, wenn es schwer ist für dich, schau auf diese Seite. Dir gehört meine Auferstehungskraft. Meine Auferstehungskraft lebt in dir. Und deshalb kannst du mit meiner Auferstehungskraft dein Kreuz tragen, kannst du mir nachfolgen, kannst du anderen Menschen vergeben, kannst du Enttäuschungen zurücklassen und kannst du ein Ziel vor Augen haben. In Hebräer haben wir eine ganz interessante Stelle, wo es heißt, Jesus hat der Freude Wille, die vor ihm lag. Das heißt, als Jesus in Gethsemane gerungen hat, er ging runter vom Abendmahl. Wir haben so ein schönes Pessachmahl gehabt die letzten Tage, wo wir das sehr nahe erlebt haben. Nach diesem Pessachmahl ging sie runter, Gethsemane, ein Stück Ölberg hoch, wo die Bäume sind. Und da wusste Jesus, jetzt kommt der Moment. Und da war er in Gethsemane und hat gerungen, Vater, wenn es irgendwie geht, lass das an mir vorüber. Und dieser Kampf war so stark, dass die Jünger eingeschlafen sind. Und Jesus hat in diesem Moment nicht aufgegeben, sondern in diesem Moment hat er gesagt, Vater, nicht mein Wille. Eigentlich, wenn es nach mir ginge, Vater, guck dir die Jungs an, hat sich das wirklich gelohnt? Nicht mein Wille, dein Wille geschehe. Um der Freude Wille, die vor ihm lag, und die Freude, die Jesus auch in Gethsemane vor sich gesehen hat, waren Millionen und Millionen und Millionen, unzählbar viele Menschen aus allen Sprachen und Nationen, die eines Tages vor dem Lamm stehen werden. Millionen schon jetzt, aber Millionen in der Ewigkeit. Und die rufen werden, würdig, würdig, würdig bist du, Lamm Gottes. Was du gemacht hast, hat kein Zweiter gemacht. Du hast diesen Käfig zerbrochen. Du hast den Tod besiegt. Du hast die Mächte davon besiegt, entwaffnet. Jesus, was du gemacht hast, ist einmalig. Wir beten dich an, Lamm Gottes. Und um der Freude willen, die Jesus gesehen hat in Gethsemane, konnte er diesen Kelch nehmen, konnte er sagen, Vater, nicht mein Wille, dein Wille soll geschehen. Wenn wir Jesus nachfolgen, dann können wir es nicht besser machen als er. Dann brauchen wir diesen Blick in die Zukunft. Dann brauchen wir diesen Blick, das ist die Zukunft hier. Ne? Ich schreibe einfach ein Z, Zukunft da rein. Ne? Wir brauchen den Blick, wo wir wissen, eines Tages kommt ein neuer Himmel, eine neue Erde und da sind wir in Herrlichkeit bei ihm. Und werden ihn sehen in einem Land ohne Sünde und ohne Gewalt, ohne Schmerz. Wir werden ihn sehen von Angesicht zu Angesicht. Das ist die Zukunft. Und so wie Jesus im Gethsemane in die Zukunft schauen müsste, sind wir als Nachfolger berufen, immer wieder in die Zukunft zu schauen. Es gibt dieses Sprichwort, zeig mir deine Eschatologie, zeig mir dein Verständnis von dem hier. Und ich zeige dir deine Ekklesiologie. Ich zeige dir, wie du heute lebst als Gemeinde, mit welchen Verbindlichkeiten, mit welchen Verantwortlichkeiten. Hier ist was ganz Wichtiges. Die nächste Folie bitte noch. Wir sind jetzt, ich will das richtig zementieren. Da Gottes Kinder Menschen aus Fleisch und Blut sind, wurde auch Jesus als Mensch geboren. Denn nur so konnte er durch seinen Tod die Macht des Teufels brechen, der Macht über den Tod hatte. Ist es geschehen oder wird es geschehen? Es ist geschehen. Jesus hat dem Tod die Macht genommen. Trotzdem, in dieser Zeit, in der wir jetzt hier leben, das ist unsere Zeit, hat der Tod noch begrenzt Zugang. Wenn Jesus nicht wiederkommt, bevor wir sterben, werden wir alle sterben. Es gab in unserem Leben eine Situation, wo eine Mitarbeiterin, 24 Jahre alt,
in der Blüte des Lebens, im Blühendienst gestorben ist, über Nacht tot, verunglückt. Und das waren Momente, wo wir auch gesagt haben, Gott, wo bist du? Und Gott hat uns damals eine Antwort gegeben, die ich nie mehr vergessen habe. Aus Deuteronomium 29. Es gibt Dinge, die sind verborgen, die gehören dem Herrn. Und es gibt Dinge, die sind offenbar, die gehören uns. Und diese Warum-Frage für Leid und Tod und Zerstörung, wir sind nicht berufen, die immer zu beantworten. Und ich denke, ich habe kurz mal eine Predigt gehört, das ist interessant, ich habe erst 2 Predigten gehört zu diesem Thema, außer meinen eigenen Predigten zu diesem Thema. Und dieser Prediger hat gesagt, für mein Leben waren diese Momente, wo ich gesagt habe, es ist verborgen, ich lasse es Gott. Diese innere Entscheidung haben mich oft näher zu Gott hingebracht, als die Tatsache, dass ich gesagt habe, ich weiß was. Die Tatsache, dass er sagt, das ist verborgen, das gehört Gott und trotzdem vertraue ich Gott. Das sind oft Momente, die unser Vertrauen in Gott, unsere Sicherheit und Frieden am meisten stärken. Also die Tatsache, dass Jesus hier diese Hebräerstelle, sollten wir ernst nehmen, er konnte durch seinen Tod die Macht des Teufels brechen, der Macht über den Tod hatte. Es ist hier geschehen. Aber der Tod wird erst hier, wenn Jesus wiederkommt, in den vorigen Pfuhl geworfen werden. Da wird der Tod und der Teufel endgültig besiegt. In dieser Phase hat er noch gewisse Möglichkeiten zu handeln. Wir leben in Zeiten von Krieg, wir sehen das in einer bestialischen Form. Wir sind keine Träumer, aber wir wissen, er hat nicht das letzte Wort. Hier ist er besiegt, hier wird er endgültig besiegt. Und in dieser Zwischenzeit hat Jesus ihnen die lange Leine gelassen. Er kann noch einiges machen. Warum? Das überlassen wir Gott. Aber was offenbart ist, gehört uns. Und ich habe die letzten Jahre gelernt, die Bibel mehr mit den Augen zu lesen. Die Dinge, die ich nicht verstehe, ich glaube, Gott, du bist gut, du bist treu, du bist barmherzig, ich unterordne mich dir, du wirst es gut machen. Und auf der anderen Seite, und das sind wahrscheinlich mehr als 70% von Aussagen in der Bibel, die ich lese, die sind zu verstehen. Und die sagen mir etwas über Gott und die sagen mir etwas über mich, was ich zu tun habe. Und ich glaube, es bringt uns nicht weiter, wenn wir zu viel Zeit mit den Dingen verbringen, wo wir versuchen, Wahrheiten, Informationen zu kriegen, die Gott uns gar nicht geben will. Wir sollten viel mehr Zeit damit verbringen, dass wir das tun, was Gott uns so klar gesagt hat, nämlich einander zu lieben, einander aufzubauen, Gott anzubeten und die gute Botschaft von ihm weiterzugeben, dass Jesus berühmt gemacht wird. Das ist eigentlich so einfach. Und jetzt kommen wir zum mittleren Punkt, hier und heute. Wir lesen aus Epheser 1, die nächste Folie, ja. Wir sind mit dieser Kraft der Auferstehung verbunden. Sie wirkt auch heute in uns und durch uns. Ich bete, ihr betet Paulus für die Gemeinde in Ephesus und wir können das für uns beten. Ich bete, dass ihr erkennen könnt, wie übermächtig groß seine Kraft ist, mit der er in uns, die wir an ihn glauben, wirkt. Es ist dieselbe gewaltige Kraft, die auch Christus von den Toten auferweckt und ihm den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite im Himmel gegeben hat. Das ist für mich eigentlich der Höhepunkt der Predigt heute. Ne? Jesus blieb nicht im Grab. Ich glaube, die meisten von uns haben schon tote Menschen gesehen. Und stell dir vor, da liegt ein Toter. Und die Ärzte versuchen, irgendwann ist es vorbei. Kein Atem, kein Leben, tot. So war Jesus. Jesus war nicht symbolisch tot, sein Körper war tot. Und jetzt kommt der Vater vom Himmel und holt ihn raus aus dem Grab. War da Kraft in Aktion? Und jetzt lassen Sie die Bibel ernst nehmen. Es ist dieselbe gewaltige Kraft, die Christus von den Toten auferweckt hat, die in uns wirkt. Wer von euch braucht mehr von dieser Kraft? Ich brauche mehr. Also ich habe gesagt, ich predige für mich. Ich will mehr von dieser Kraft, weil diese Kraft so wichtig ist, damit wir den König und sein ewiges und sein übernatürliches Reich hier auf dieser Erde
repräsentieren können. Die Frage ist, hält Gott diese Kraft zurück oder braucht es vielleicht von unserer Seite aus mehr Leistung, mehr Frömmigkeit? Oder braucht es von unserer Seite aus mehr Verständnis, mehr Vertrauen und mehr Kooperationsbereitschaft? Ich glaube, dass Gottes Passion dafür besteht, dass er sagt, heute, in dieser Zeit, in der wir leben, wird meine Auferstehungskraft unter den Nationen bekannt gemacht werden. Und ich weiß, für manche ist das so, oh je, jetzt muss ich auf die Straße gehen und von Jesus erzählen. Nein, musst du nicht. Ich glaube, es ist zuallererst eine Einladung. Und die Einladung heißt, zu verstehen, was vor 2000 Jahren geschehen ist. Dort wurde eine Kraft freigesetzt vom Himmel auf die Erde, eine Kraft, die uns hilft, die uns Zugang gibt zum Übernatürlichen. Und Epheser 2, das lese ich jetzt nicht mit euch, da heißt es, wir sind mit ihm auferweckt, wir sind mit ihm lebendig gemacht und wir sind mit ihm versetzt in himmlische Order. Also, wenn wir glauben, dass Jesus vor 2000 Jahren auferweckt wurde, dass er aus dem Grab rausgeholt wurde, dann heißt es, dass für mein Leben, für dein Leben vor 2000 Jahren etwas passiert ist. Das heißt, vor 2000 Jahren wurdest du, obwohl du noch nicht gelebt hast, mit ihm versetzt in himmlische Order. Das heißt, damals hat er schon die Ressourcen geschaffen, mit denen du heute sagen kannst, ich lebe mit übernatürlichen Kraft. Und die Frage, wie weit wir diese übernatürliche Kraft in uns heute hier erleben, hat etwas damit zu tun, dass wir sagen, ich habe die Information. Hat zweitens etwas damit zu tun, dass wir sagen, so wie Paulus, ich bete, dass ihr erkennen könnt. Wir brauchen einen Geist der Offenbarung. Ich kann jetzt noch eine Stunde weiter predigen, Zeitvergeudung. Du und ich, wir brauchen einen Geist der Offenbarung, der uns das aufschließt, was wir bekommen haben und dass wir eine neue Identität haben. Wir sind lebendig gemacht, das heißt, wir haben in uns eine Lebensqualität, die unterscheiden kann von dem, was heute abgeht. Wir haben in uns eine Lebenskraft, die helfen kann, andere Menschen zu lieben, die helfen kann, Einheit zu suchen, die helfen kann, stark zu machen, aufzubauen, die helfen kann, in Beziehung zu treten. Diese Kraft stellt uns Gott zur Verfügung. Das ist das, was hier geschehen ist und das ist die Relevanz von Ostern, die uns hier betrifft. Und die Tatsache, dass wir mit ihm versetzt sind in himmlische Order, ist nicht, wir sind mystisch und schweben da oben, sondern die Tatsache, wir sind versetzt vor 2000 Jahren und Jesus, heute glaube ich es, deshalb erlebe ich es, deshalb ich bin versetzt mit dir in himmlische Order. Ich habe von deinen Ressourcen Kraft, meine negativen Gedanken zu überwinden, meinen Pessimismus zu überwinden. Ich habe von dir, von deinen Ressourcen die Kraft, Menschen zu vergeben. Ich habe von dir die Kraft, Brücken zu bauen von Menschen, die du mir zur Seite gestellt hast, die ich vielleicht aber gar nicht mag. Ich rede jetzt nicht von euch. Ne? Ich habe diese Ressourcen von dir, damit hier etwas zusammengebaut wird, was ein Wohnort ist für den lebendigen Gott vom Himmel. Tja, viele Informationen. Was machen wir damit? Kann ich nicht für dich entscheiden. Kann ich nur für mich entscheiden. Du kannst es für dich entscheiden. Ostern hat eine Relevanz. Ostern hat die Relevanz, es ist historisch das geschehen, das wir Kolosse gelesen haben. Kein Platz mehr für Schuld und Anklage, alles bezahlt. Der Feind ist besiegt, er hat einen Triumphzug gemacht hier. Dieser Triumphzug hat Zugang zu deinem und meinem Leben, hier, heute, jetzt. Und diese Kraft, mit der diese Leiche von Jesus aus dem Grab rausgeholt wurde, diese Kraft steht dir und mir zur Verfügung. Sag mal Folgendes, überleg dir mal kurz, wo du in der kommenden Woche
mehr Kraft, mehr übernatürliche Kraft und Fähigkeiten brauchst. Vielleicht jemand zu vergeben, vielleicht jemand zu ermutigen, vielleicht jemand zu trösten, vielleicht eine einsame Person zu besuchen, whatever. Aber lass dir mal kurz von Gott zeigen, gibt es eine Situation, wo Gott durch dich einen Unterschied machen möchte? Gibt es eine Situation, wo du Kraft vom Himmel brauchst und wo du dann anschließend Kraft vom Himmel empfangen kannst? Wir leben in einer Zeit mit viel Verunsicherung, Krieg und Kriegsgeschrei, wie Jesus das nennt in Matthäus 24. Und es ist aber auch die Zeit, wo Jesus zu uns sagt, zu seinem Volk, erhebt eure Häupter. Ich denke, dass die Leuchtkraft der Gemeinde Jesu zunehmen wird, wie wir es noch nie gesehen haben auf diesem Planeten. Wo Menschen von den Nationen, die verzweifelt sind, sagen, wir brauchen Hoffnung. Und wir sehen hier Menschen, die eine Hoffnung haben, Menschen, die nicht perfekt sind, Menschen, die ganz natürlich sind, die essen, trinken, sich lieben und manchmal auch sich streiten. Aber diese Menschen sind natürlich und in ihrer Mitte ist eine übernatürliche Kraft. Menschen werden strömen, die in Verzweiflung sind, die Hoffnung brauchen, weil sie spüren, in uns ist diese Auferstehungskraft. In uns ist eine Hoffnung, die nicht zunichte gemacht wird durch eigene Enttäuschungen. Eine Hoffnung, die nicht zunichte gemacht wird durch geschichtliche Herausforderungen. Eine Hoffnung, die nicht zunichte gemacht wird, wenn nicht alles in unserem Kopf läuft. Ostern ist relevant für dich und für mich. Ostern ist relevant für das Land, in dem wir leben. Weil diese Auferstehungskraft real ist, vor 2000 Jahren einen Unterschied gemacht hat und der Unterschied fließt heute in dein und mein Leben. Es sind so wertvolle Zeiten, in denen wir leben. Für eine Zeit wie diese hat Jesus uns als Kreuzpunkt hierher gestellt. Für eine Zeit wie diese hat er uns Ressourcen gegeben der übernatürlichen Kraft, die uns liebesfähig macht, die uns mutig macht, die uns weise macht. Und ich wiederhole nochmal, hab keine Angst, auf die Straße gehen zu müssen. Das ist nicht unser Programm. Sondern es ist eine Einladung, mit den Quellen zu connecten, die durch den Tod und durch die Auferstehung von Jesus uns zugänglich gemacht wurden. Und Herr Jesus, wir erheben dich an diesem Tag. Wir sagen, wir sind dir so dankbar, dass du in Gethsemane nicht weggerannt bist. Wir sind dir so dankbar, dass du gehorsam warst deinem Vater bis zum letzten Atemzug. Du konntest sogar am Kreuz noch schreien, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Du konntest deinen Jüngern, die dich enttäuscht, verraten haben, eingeschlafen sind. Du konntest sagen, Vater, trotzdem mache ich den Weg bis zum Ende. Und der Vater hat es bestätigt, er hat dich aus dem Grab rausgeholt. Jesus, dein toter Leib blieb nicht im Grab. Der Vater hat dich rausgeholt. Und es ist für uns die Botschaft, der Tod hat nicht das letzte Wort. Jesus ist stärker. Der Tod ist besiegt. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Jesus hat der Schlange den Kopf zertreten. Und auch wenn wir jetzt in einer Zeit leben, wo die negativen Mächte sich noch aufblasen, wir glauben, dass wir auch in der Zeit leben, wo die Herrlichkeit über uns leuchtet und wo unser Licht immer heller leuchtet. Und ich bete jetzt, Vater, dass du uns allen hilfst, diese Auferstehungskraft immer mehr zu ergreifen, zu verstehen, in uns reinzunehmen, um diese Auferstehungskraft zu leben. Dass Jesus dadurch bekannt gemacht wird. In Jesu Namen. Amen.